Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße euch recht herzlich zur Panoramasendung. Heute moderiert aus Thun. Wir haben folgende 3 Themen für euch. Das Heimatwerk Haslital feiert Jubiläum. Ein Exkurs zur alten und neuen Turnhalle zu Bern. Und der Berner Stadtpräsident der Alec von Graveriet äußert sich zur Thematik Clubsterben. 111 Jahre jung und noch kein bisschen alt. So lautet das diesjährige Motto vom Heimatwerk Haslital. Die Genossenschaft blickt auf eine bewegte Geschichte zurück und steht gleichzeitig vor grossen Herausforderungen. Ein Anliegen vom Heimatwerk: die weltweit einzigartige Technik vom Hasliweben soll erhalten bleiben. Wie das gelingen kann, haben sie mein Kollege Max Saladin beim Besuch im Heimatwerk herausgefunden. Ja, das Spezielle am Hasliweben ist, es ist eine Webart, die man in der ganzen Schweiz oder eigentlich weltweit nähen so macht. Mit dem Irrlesen, mit den Schienen. Und dementsprechend werden auch die Muster speziell und einzigartig. Der Verkaufspreis zu berechnen von einem Produkt ist immer recht eine Herausforderung. Und wenn man die Produktionskosten alle berechnet und von dem den Verkaufspreis ausrechnet, muss man da gerne darf man einfach nicht eine hohe Marge einrechnen, weil sonst wird das Produkt zu teuer. Und unser Ziel wäre es ja wirklich, dass sich alle etwas Hasligewobenes leisten können. Und darum haben wir auch recht ein breites Sortiment von sehr günstigen Artikeln bis grossen, teureren Artikeln. Aber die Idee ist einfach, dass alle etwas sich leisten können. Und darum der meistverkaufte Artikel ist, kann man wahrscheinlich sagen, ist das Stirnband. Aber dann haben wir auch Schlüsselbänder, kleine Minztäschchen. Wir sind immer darauf angewiesen, dass wir Unterstützung haben. Seien es jetzt Mitglieder oder seien es Scanner oder halt einfach dann auch Gemeinden, Lokalunternehmer. Da sind wir darauf angewiesen, weil sonst könnten wir es nicht rentabel führen. Ganz klar. Ja, wir sind in der glücklichen Lage, dass wir momentan genug Weberinnen sind. Ich meine, das Handwerk steht und fällt mit den Weberinnen, die wir haben. Sonst, wenn wir nicht produzieren, können wir auch nicht im Verkauf anbieten. Aber momentan sind wir sehr gut aufgestellt. Wir haben auch jüngere Frauen, die sich interessieren für das Weben, die anfangen. Interessanterweise sind es halt nur Frauen. Man darf sagen, früher haben noch die Männer gewoben, heute sind es nur die Frauen. Und sind wir sehr gut aufgestellt und dass das Handwerk so, wie es uns sieht, noch lange weiterlebt. Von alten Webtechniken im Haslital kommen wir jetzt zu einer Neueröffnung zu Bern. Das beliebte Ausgangslokal Turnhalle erstrahlt ab diesem Wochenende nämlich in neuem Glanz. Nach gut 2 Jahrzehnten wird aus dem Party-Hotspot ein Gastrobetrieb mit Fokus auf Kultur. Die Brogger Turnhalle. Mein Kollege, der Gabriel Jordi, hat sich dazu mit einem ehemaligen Mitarbeiter getroffen und über Altes, Bestehendes und Neues geschwätzt. Noah, am Samstag geht hier die neue Brogger Turnhalle auf. Du hast 3 Jahre lang in der alten Turnhalle gearbeitet. Wie war die Zeit für dich? Hey, wunderschön. Die Turnhalle ist wie eine Familie geworden. Ich hatte es mit allen Leuten super gut und ja, es tut weh, dass das fertig ist. Wie hast du den Übergang vom alten Team zum neuen erlebt? Ja, tatsächlich ist es so, dass desto näher es kam, desto mehr zu weh tat. Und auch so, als ich meine letzte Schicht hatte, wo wir die letzten Partys organisiert haben, hat man immer mehr gemerkt, dass das Ganze so ein Ablaufdatum hat für uns. Und das hat schon angefangen zu schmerzen. Aber mit den neuen Leuten hatte ich sozusagen noch nicht so viel zu tun. Aber ich habe das Gefühl, auch sie werden etwas Gutes machen. Ja. Und jetzt am Samstag kann man hier die neue Form von Turnhalle erleben. Wirst du
auch mal hier anzutreffen sein? Mir wird auf jeden Fall anzutreffen sein. Sicher nicht mehr so viel, wie ich hier gearbeitet habe, das ist logisch. Aber ich werde sicher auch vorbeikommen. Ich bin gespannt, wie es wird sein. Ja. Wir blieben doch gerade in der Partyszene und auch beim Beispiel Turnhalle Bern. Nicht nur dort, sondern im ganzen Kanton schrübelt man, wie Recherchen von Plattform J gezeigt haben, momentan an dem Konzept. Der Grund? Die jungen Leute haben nicht mehr so Lust auf Party. Wieso das so ist? Dieser Frage sind meine beiden Kollegen, der Ben Abickler und der Gabriel Jordi, zusammen mit dem Berner Stadtpräsidenten Alec von Graveriet nachgegangen. Die Turnhalle geht nicht zu, sondern sie wird neu, sie wird ein bisschen anders. Das gehört natürlich auch dazu, dass sich Clubs immer ein bisschen verändern, immer ein bisschen erneuern. Und das ist jetzt das, was passiert. Es ist natürlich traurig, ist die alte Turnhalle weg, aber jetzt sind wir gespannt, was die neue Turnhalle bringt. Was hat eurer Meinung nach die Turnhalle für eine Bedeutung für die Stadt Bern? Ja, die Turnhalle war das Gesicht des Broker, das Schaufenster, dort hat man den Broker gesehen und es war natürlich eine super Ausgeh-Location. Ja, ich bin natürlich, wenn ich es einrichten konnte, bin ich gerne dort haben, auch am Morgen einen Kaffee oder schon am Abend auch ein Bier. Ja, das ist auch schon wieder vor der heutigen Panoramasendung. Mehr Infos zu den einzelnen Themen gibt es wie immer auf plattformj.ch oder auch in unserer App. Wetterabhängig sind das Wetter wird euch präsentiert von Made in Bern. Für die Anreise ist dennoch gut zu wissen, ob es eine Jacke braucht oder nicht. Das verraten auch jetzt Kollegen von Meteo News. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum Plattform J-Wetter für den Kanton Bern. Schön sind Sie wieder mit dabei. Eine Tiefdruckzone über den britischen Inseln hat am heutigen Freitag für eine Südföhnlage gesorgt. Dabei haben die Wolken dominiert und regional hat es auch mal geregnet. Wie wir hier auf der Aufnahme aus Birk sehen, hat es im Tagesverlauf aber auch mal ein paar scheuche Auflockerungen oder zumindest Aufhellungen gegeben. Ja, am Morgen befinden wir uns immer noch auf der Vorderseite von dem Tief in einer Föhnlage. Erst in der Nacht auf den Sonntag bricht dann der Südföhn zusammen und es stellt sich eine wechselhafte Westwetterlage ein. Morgen am Samstag da ist es dann wieder bewölkt. Im Oberland da blasen der Südföhn, da gibt es zum Teil ein paar föhnige Auflockerungen. Und dabei ist es auch meistens trocken. Am ehesten kann es einmal in Richtung Jura ein bisschen regnen. Die Temperaturen liegen am Morgen bei etwa 5 bis 6 Grad und erreichen am Nachmittag 10 bis 11 Grad. Mit Südföhn ist es noch mal ein bisschen milder. Die 0-Grad-Grenze liegt auf 2300 bis 2500 Meter. Im Flachland kommt gegen den Abend ein bisschen Südwestwind dazu. Auf den Bergen bläst mäßiger bis starker Südwind. In der Nacht auf den Sonntag bricht dann eben der Südföhn zusammen und es wird nass. Die Schneefallgrenze sinkt auf rund 1000 Meter. Und am Sonntag selber geht es zuerst mal noch stark bewölkt los. Am Nachmittag lockert sich die Wolkendecke von Westen her aber ein bisschen auf. Im Tagesverlauf regnet es örtlich auch noch ein bisschen. Am Montag geht es veränderlich mit einzelnen Regengüssen weiter. Und für die nächsten Tage sind dann die Wetterprognosen noch ein bisschen unsicher. Nach aktuellem Stand erwartet uns am Dienstag eine veränderliche Mischung aus Sonne und Wolken. Tagsüber ist es noch meistens trocken, bevor es in der Nacht auf den Mittwoch dann zeitweise nass wird. Und am Mittwoch braucht es das erste Mal noch den Regenschirm, bevor sich das Wetter im Tagesverlauf bessert. Am Donnerstag dürfte es wohl trotz Wolkenfelder noch mindestens teilweise sonnig sein. Es wird wieder sehr mild mit rund 13 Grad. Und damit wäre es das auch schon wieder von meiner Seite. Ich bedanke mich dafür, dass Sie zugeschaut haben und wünsche noch eine ganz gute Zeit. Ade miteinander.